weiß nicht, wie ich dir das sagen soll. Vorfahren erstmals die mörderische Kraft von Stein und Knochen in Wissen wird losgelassen. Im Namen Gottes. Herzlich willkommen zurück bei Fallout 3. Wir waren... Wo waren wir das letzte Mal? Ich habe keine Ahnung. Da haben wir Puppelstei, sehr gut. Wie viel haben wir denn eigentlich eingeladen? Oder mit wie stark sind wir denn eigentlich beladen? Kurzen Blick. Ich soll halt mir jetzt bald einmal einen Zettel schreiben, wo ich mir aufschreibe, wie was ich wo einstelle. Es ist momentan einfach, ja. Ah, wir waren das letzte Mal im Super-Duper-Markt, genau. Genau, da haben wir einiges mitgenommen. Wir werden jetzt mal ein bisschen schauen, was wir reparieren können. Jagdflinten, Laserpistolen, Messer, Schlagring. Kurz einen Blick. Ja, momentan es haut schon wieder nichts hin bei mir. Ups, unzufrieden bin ich mit der Sitzposition. Ja. So ist das Leben. Die sind so schwer. Wo haben denn wir die Kleidung drinnen? Da. Das ist das Gleiche. Da haben wir da weiter dazu einer, ist ja wurscht. Aber warte mal, in Vorrat dürfen wir jetzt nicht wegtun. Wie viel Gewicht haben wir denn? 162. Warum sind wir so schwer? Das Essen allein kann es ja nicht sein, oder? Ah, da sind die Waffen herinnen. Also wenn wir ein bisschen mehr zum Reparieren brauchen, können wir uns da was nehmen und können reparieren, feucht fröhlich drauf los, wie uns die Murmel juckt. Gut, Waffen. Wir dann jetzt da einer, die 32er Pistolen, die halten wir uns. Bleirohr, die chinesische Pistolen, da wir eine, die Jagdflinten nehmen wir mit. Die Kronkorkenmine, da wir eine, die Laserpistolen brauchen wir nicht, das brauchen wir nicht. So. Springmesser, Sturmgewehr. Ich überlege noch gerade, weißt du was ist Sturmgewehr? Nehmen wir dabei mit, vielleicht finden wir irgendwo ein zweites Ding zum Reparieren. Das war natürlich... Wo haben denn wir den ganzen Schrott hier da bitte? Sie sind offensichtlich verwundet. Ich bin immer verwundert, mein Freund. Merkt er das ein für alle Mal? Da können wir das alles einer tun. Jetzt da. Als baldigen Arztbesuch ans Herz legen. Solange ich noch nicht stirb, ist alles in Ordnung. Okay. Wir sind derzeit ohne aktuelles Ziel unterwegs, weil ich nicht weiß, was wir das nächstes machen sollen. Es ist mitten in der Nacht, das will ich nicht. Aus dem Weg, mein kleiner Freund. So, machen wir mal 9 Stunden. Das wird wohl reichen. Okay. Weg. Wir sind sehr gut ausgeruht, das freut mich natürlich von oben bis unten.
Was könnten wir als nächstes machen? Sie soll als Erinnerung an die vergangenen Spaltungen und an das prächtige Versprechen der bevorstehenden Spaltung dienen. Schenkt dem Atom eure Körper, meine Freunde. Gebt euch seiner Macht hin, fühlt seinen Glanz und lasset euch teilen. Es wird keine Tränen, keine Sorgen und kein Leid mehr geben, denn in der Spaltung sehen wir unsere Erlösung vom Schmerz und der Mühsal dieser Welt. Ja, euer Leid wird vergehen. Es soll im atomaren Glühen weggewaschen und im Feuer seines Glanzes verbrannt werden. Jeder von uns wird eine Milliarde Sterne aus der Masse seines erbärmlichen und schmutzigen so viel Blödsinn kann man nicht anhören, sorry, da kriege ich Bauchweh. Man könnte ja doch glatt einmal... Wo ist denn dieser eine Laden? Warte mal. Da oben ist der Moriarty, da können wir auch hingehen. Wenn's wollt, das machen wir gleich mal. Komm schon. Haben wir nicht irgendein Kleidungsstück mit Sprache? Nö. Maggie, gehen wir hier rüber. Weißt du was, bevor wir mit Moriarty reden, da müssen wir einer, genau. Wir werden mal mit diesem süßen Rotschopf reden. Hey, ich habe gehört, Sie kommen aus der Vault. Ich habe schon seit Jahren keinen mehr aus der Vault zu Gesicht bekommen. Freut mich, Sie kennenzulernen. Ich bin Moira Brown. Ich leite den Craterside-Lagerraum, aber meistens bastle und forsche ich. Hören Sie, ich arbeite an einem Buch über das Ödland. Es wäre toll, wenn es ein Vorwort von einem Vault-Bewohner hätte. Würden Sie mir dabei helfen? Klar, ich habe viel zu erzählen über das Leben in der Vault. Wo ist der Vault-Anzug da hinten her? Wo eigentlich? Keine Ahnung, sehe ich nicht. Nein, ich will nichts mehr mit denen zu tun haben. Klar, ich habe viel zu erzählen über das Leben in der Vault. Prima, erzählen Sie mir, wie es ist, immer unter der Erde zu leben. Zum ersten Mal nach oben zu kommen oder was auch immer Sie erzählen wollen. Es war das Paradies, keine Angst, keine Sorgen, kein Streit, bis Papa weg war. Da draußen ist das super, im Hauptsaal kann ich nicht mal die Decke sehen. Ich komme als Botschafter der Utopie aus Vault 101. Fallet auf die Knie. Wie können die Leute hier draußen leben? Ich habe noch keine Essensautomaten gesehen. Es war eng, dunkel und das Essen war Müll. Zum Glück ist alles vorbei. Wollen wir da mal ehrlich bleiben? Ein Papa, der abgehauen ist, was? Von der Sorte habe ich schon viele gesehen, aber noch keine mit einem großen 101 auf dem Rücken. Viel Glück bei Ihrer Suche. Vielleicht wird Ihnen der gepanzerte Vault-Anzug da draußen helfen. Was meinen Sie? Das würde gut ins Buch passen. Wollen Sie mir bei der Recherche helfen? Ich kann Sie auch bezahlen. Los, das wird sicher lustig. Was ist das für ein Buch, an dem Sie da arbeiten? Naja, das Ödland da draußen ist ein gefährliches Pflaster, stimmt's? Die Leute könnten Tipps gebrauchen. Sowas wie ein Ödland-Überlebenshandbuch. Darum brauche ich einen Assistenten, der meine Theorien testet. Ich will keine Verletzungen durch Fehler. Das bringt keinem was. Nein, dann schreien sie mich dauernd nur an und sagen ganz, ganz böse Dinge zu mir. Hört sich nach einer guten Idee an. Ich helfe gerne. Okay, ich glaube, ich kann mit diesem Überlebenshandbuch helfen. Ich würde gerne noch mehr über die Bezahlung in Erfahrung bringen. Ich muss wohl ablehnen, tut mir leid. Sicher nicht, verrücktes Fräulein. Ich spiele sicher nicht Ihre Laborratte. Hört sich nach einer guten Idee an. Ich helfe gern. Was für ein Enthusiasmus. Also gut, ich denke, das erste Kapitel sollte sich mit dem Überleben angesichts der tagtäglich lauernden Gefahren befassen. Es geht um verschiedene Themen. Wie und wo es Essen gibt, die Gefahren der Strahlung und wie man Landminen vermeiden oder sogar nutzen kann. Das klingt nach Spaß, oder? Was kommt als erstes dran? Essen holen klingt nicht schlecht. Was brauchen Sie denn? Naja, Lebensmittel und Medikamente braucht jeder an und wann, richtig? Das A und O bei der Sache ist ein Ort, wo man sie leicht findet. Nicht weit von hier ist ein alter Super-Duper-Markt. Ich muss wissen, ob es an einem solchen Ort noch Arzneien und Lebensmittel gibt. Kein Test nötig. Ich habe dort schon Lebensmittel und Medizin gefunden.
Sie sind doch sicher herumgekommen. Was haben Sie denn alles erlebt? Ich bin auf Raider gestoßen und einen Roboter gestoßen. Sicher war es da nicht gerade. Charisma. Es ist echt schwer, sich durchzufragen, wenn alle auf einen schießen. Gab eine tolle Party mit paar Raider, bis ein Wachroboter aus der Torte hüpfte. Charisma. Oh je, die Gefahren um die alten Vorräte herum erschweren natürlich die Sache. Sonst wären sie wahrscheinlich ja auch schon geplündert. Momentan brauche ich nichts. Hab gerade eine große Lieferung erhalten. Hier, geht auf meine Rechnung. Der Geschmack ist etwas gewöhnungsbedürftig. Ach, und nehmen Sie diesen alten Lebensmitteldesinfizierer hier. Mit dem sollten fast alle Lebensmittel und Getränke, besser schmecken. Ja, weißt was? Ich bin bereit für weitere Recherchen über das erste Kapitel. Ich muss immer noch ein Lebewesen mit Strahlenvergiftung studieren. Ich brauche jemanden, der herausfinden kann, wie man durch ein Minenfeld kommt. Das wird den ersten Teil des Buches abdecken. Was würde Ihnen davon am besten gefallen? Was bedeutet hier der Teil hier über Strahlung? Bei diesem Thema brauche ich Ihre Hilfe. Ich weiß viel aus Büchern, komme aber einfach an kein lebendiges Exemplar heran. Jedenfalls nicht lang genug. Sie müssen sich etwas verstrahlen lassen, damit ich die Auswirkungen untersuchen kann. Natürlich keine tödliche Dosis. So weit wird es nicht kommen. Okay, ich werde verstrahlt. Bei meiner Rückkehr müssen Sie mich aber behandeln. Wollen Sie, dass ich verstrahlt werde? Inwiefern soll sich das für mich lohnen? Ich glaube nicht, dass ich das tun will. Okay, ich werde verstrahlt. Bei meiner Rückkehr müssen Sie mich aber behandeln. Ach, Sie sind echt süß. Jedenfalls süßer als alles, was da draußen in der wild verstrahlten Farce einer Landwirtschaft noch wachsen kann. Okay, 200 Rad sollten genug sein für eine grundlegende Übelkeit. Falls Sie aber 600 oder mehr Rad verkraften, fallen meine Tests noch akkurater aus. Sorgen Sie dafür, dass Sie es hierher zurückschaffen und ich sorge dafür, dass man sich gut um Sie kümmert. Was haben wir denn da noch? Da haben wir sonst nichts, genau. Ich suche meinen Vater, er ist in den besten Jahren. Haben Sie ihn gesehen? Das könnte der Kerl sein, den ich vor kurzem in Moriartys Saloon gesehen habe. Ich würde dort fragen. Ich muss los. Und immer dran denken, ich kaufe alles. Natürlich, Moira. Und so, guter Ronny, entstand das Ödland-Überlebenshandbuch. Du als Bewohner von Vault 101 hast dich auf die Reise begeben, hast dich beißen lassen, hast dich erschießen lassen und verstrahlen lassen. Nur dass sie den Ödland-Überlebenshandführer in Fallout 4 auch hast. So, weiter geht's. Die Geschichten, also die Fallout Lore ist in Fallout 1 und 2 eine andere wie Fallout 3, New Vegas und 4. Und das bringt auch viel Fans, sag jetzt einmal, der alten Reihe ein bisschen, ja, in Wallungen, sag ich mal so. Aber warte mal, ich wollte mich eigentlich verstreuen lassen, genau. So da. Und zwar, das wird jetzt so ablaufen. Auf der rechten Seite oben wird die radioaktive Verstrahlung sichtbar. Ich werde euch jetzt ein paar Minuten alleine lassen und ihr könnt zuschauen, wie wir immer weiter verstreut werden. So. Bis gleich. Nicht schlecht, nicht schlecht. Siehe, er kommt mit den Wolken, und jedes Auge soll mit seinem Ruhm erblinden, jedes Ohr soll ertauben, um den Donner seiner Stimme zu hören. Lasset die Männer, Frauen und Kinder der Erde sich versammeln, um die Macht des Atoms zu erfahren. Lasset die Sie haben sich eine Strahlenvergiftung zugezogen. Suchen Sie einen Arzt auf oder nehmen Sie Redaway ein, um Ihre Strahlenbelastung zu verringern. Sie können sich im Voraus schützen, indem Sie Redex einnehmen. Das Medikament erhöht Ihre Strahlungsresistenz. in seinem liebsten Land leben, jetzt die Worte des Propheten des Atoms vernehmen. Kommet und trinkt das Wasser des Leuchtens.
Denn diese alte Kriegswaffe bringt unsere Erlösung. Sie ist das Symbol für den Ruhm des Atoms. Sie soll als Erinnerung an die vergangenen Spaltungen und an das prächtige Versprechen der bevorstehenden Spaltung dienen. Schenkt dem Atom eure Körper, meine Freunde. Gebt euch seiner Macht hin, fühlt seinen Glanz und lasset euch teilen. Es wird keine Tränen, keine Sorgen und kein Leid mehr geben, denn in der Spaltung sehen wir unsere Erlösung vom Schmerz und der Mühsal dieser Welt. Ja, euer Leid wird vergehen. Es soll im atomaren Glühen weggewaschen und im Feuer seines Glanzes verbrannt werden. Jeder von uns wird eine Milliarde Sterne aus der Masse seines erbärmlichen und schmutzigen Körpers gebären. Jeder von uns wird Mutter und Vater für 1 Trillion Zivilisationen sein. Jeder von uns wird den Frieden und das Ende des Schmerzes erfahren und den Glanz des Atoms kennenlernen. Ich bitte euch, meine Freunde, trinkt und betet mit mir. Ruhmreiches Atom, ich gebe dir diese kläglichen Knochen. Ich übergebe deinem Willen diesen zerbrechlichen Körper. Ich bitte dich, benutze mich als Wirt, führe mich zu deinem Glanz, teile jedes Teilchen und bringe diesem verrotteten Fleische Erlösung. Überführe die zerbrechliche Form dieses kurzlebigen Körpers in ein neues Leben, geschmiedet durch dein Diesmal gibt es Leuchten. keinen Ausweg. Komme zu uns, Atom, beschenke deinen unwürdigen Diener mit deiner Anwesenheit. Siehe, er kommt mit den Wolken, und jedes Auge soll mit seinem Ruhm erblinden, jedes Ohr soll ertauben, um den Donner seiner Stimme zu hören. Lasset die Männer, Frauen und Kinder der Erde sich versammeln, um die Macht des Atoms zu erfahren. Lasset die, die in seinem liebsten Land leben, jetzt die Worte des Propheten des Atoms vernehmen. Kommet und trinkt das Wasser des Leuchtens, denn diese alte Kriegswaffe bringt unsere Erlösung. Sie ist das Symbol für den Ruhm des Atoms. So, gehen wir, bei den Scheißdreck kann sich ja keiner anhören. Wir sind jetzt da verstreut mit bis zu 600 Red. Oh, Sheriff. Wir sind jetzt da komplett verstreut mit 600 Red und ja, wir leuchten gerade wahrscheinlich wieder noch das Schlamperl. Und jetzt gehen wir wieder zurück zu Moira und lassen uns behandeln. Och, sind Sie wetterfühlig? Oder eher strahlenfühlig? Ich bin so verstrahlt, wie es geht, ohne ein Loch in den Boden zu brennen. Ich finde es nicht gerade toll, verstrahlt zu werden. Sie wissen schon, wie lächerlich diese Bitte ist, oder? Wir nehmen das da. Ich bin so verstrahlt, wie es geht, ohne ein Loch in den Boden zu brennen. Das kann ich sehen. Sie glühen ja geradezu. Haben Sie jetzt ein bisschen Geduld und versuchen Sie stillzuhalten. Erzählen Sie mir, wie sich das anfühlt. Dann werde ich Sie sofort verarzten. Bitte einfach nur untersuchen und verbinden. Zu müde zum Stänkern. Charisma. Ach, mir geht's gut. Einfach super. Gar kein Problem. Ach, Sie armer Mensch. Und dabei auch noch so tapfer. Machen Sie sich keine Sorgen, es wird alles wieder gut. Außerdem dient es einen guten Zweck. Lassen Sie mich noch ein paar Notizen machen. Danach werden wir uns mit meinem hausgemachten Strahlenheilungsgebräu um diese böse Strahlung kümmern. Bisher konnte ich noch keine Tests an Leuten ausführen, die so stark verstrahlt waren. Aber ich bin mir sicher, dass es funktioniert. Aufregend, oder? Okay, etwas Brahmin-Milch, ein paar Magneten und vielleicht ein paar fröhliche Gedanken. Nun, Sie leben. Das ist definitiv gut. Nur leider gab es da eine Nebenwirkung, eine klitzekleine Mutation. Die scheint aber harmlos zu sein. Hier nehmen Sie ein paar Medikamente gegen Strahlung. Tut mir echt leid, dass ich Ihre DNA durcheinander gebracht habe, wie ein Kätzchen ein Wollknäuel.
Moiras Experiment hat eine unerwartete Nebenwirkungen. Ihre verkrüppelten Körperteile erholen sich nun von selbst, wenn sie stark verstrahlt sind. Schließen wir das Kapitel mit der Recherche über Landminen ab. Landminen sind eine der wenigen Gefahren da draußen, von denen man profitieren kann. Entschärfen Sie eine, um sie teuer zu verkaufen. Ich habe Geschichten von einer Geisterstadt gehört, die voller Minen ist. Die Händler nennen den Ort Minefield. Klingt nach dem idealen Ort für Feldstudien. Gehen Sie hin und liefern Sie mir Berichte. Und bringen Sie mir eine Mine für meine Untersuchungen mit. Ich gehe nach Minefield. Wünschen Sie mir Glück. Klingt irgendwie ungesund. Inwiefern wird es sich für mich auszahlen? Nun, ich muss noch ein wenig warten. Na, ich gehe nach Minefield. Keine Sorge. Da geht keiner hin, weil es anscheinend eine Geisterstadt ist. Weil es aber keine Geister gibt, können Sie sich auf die Minen konzentrieren. Habe gehört, es gibt einen Spielplatz mitten in der Stadt. Wenn man da hingeht, hat man sicher viel zu erzählen. Okay, Moira eine Landmine bringen, das machen wir. Ich muss Bis los. bald. Keine Jo. Mätzchen, ja? Söldner? Lassen Sie mich bloß mit den Experimenten dieses verrückten Weibstücks in Ruhe. Dafür bezahlt man mir einfach nicht genug. Ja, bitte Gorsche, dann bist du selber schuld. Kannst du selber machen. Ja, was machen wir jetzt da? Was machen wir? Wir gehen wieder hinaus in die große, weite Welt des Ödlands der Hauptstadt. Begrüße, wie freundlich die Menschen hier doch sind, gell? Gut, warte mal, wo ist jetzt, in was für Richtung ist jetzt Minefield? Jetzt müssen wir mal schauen. Flussschiff-Anlegestelle, da geht's in Richtung, warte mal, Point Lookout. Da sind wir aber jetzt noch ein bisschen zu schwach auf der Brust. Minefield. Canterbury Commons, da ist auch irgendwas. Wir machen jetzt einmal Markierung daher. Und da werden wir jetzt einmal eine Zeit lang. Gehen Sie zu Moriartys, die kältesten Drinks im Ödland der Hauptstadt. Nö, danke, meine Getränke sind bachwarm. Meine Getränke sind körper- und taschenwarm. Das reicht voll auf. Jo. Wieso tragt diese Frau keine Waffe? So hart bist du nicht. So. Über was reden wir? Was gibt's Neues in der Welt des Fallout? Das weiß niemand so genau. Jetzt gehen wir da hinten auf. Dann da in Richtung Markierung weiter. Es gibt genug zu entdecken. Die Hauptgeschichte lassen wir jetzt wieder mal ein bisschen liegen. Ja, genau, so machen wir's. Bam 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 bam. Keine Gegner, keine Feinde. Ach schön. Habt ihr das gehört? Oh. Eine riesen Soldatenameise. Na komm her, kleine Maus. Dann... So, da. Die haben wir mal aus dem Leben ausgemustert. Was ist da unten? Nix.
Außer nix ist da nix. Beziehungsweise noch weniger wie gar nix. Ist das viel? Das weiß ich nicht, das überlasse ich dir, gell? Oh, liegt nicht im Weg am Atom? Ich bin da einer. Aha. Stellt sich mir die Frage, ob es da schön liegt, eigentlich. Oh, Raider. Ah, das wird nix. Au! Du Potzau, du Schirche. Au! Immer diese Raider. Schlimm ist das. Au! Au! Oh na, der muss weg. Doch, was ist das? Flammenwerfer. Bin zwar kein Freund davon, aber mein Gott. Warte mal.